So, meine Damen und Herren, ihr seht links auf der Liste ja 1, 2, 3 Sachen gefangen. Und bevor wir zur Arena gehen, haben wir noch etwas vergessen, beziehungsweise das da. Erhöht die maximale Anzahl der AP einer Attacke eines Pokémon. Nein, ich meine natürlich, ich bin nicht einmal im Gras gewesen. Nein, den habe ich eigentlich auch nicht gemeint, aber ist vielleicht gar kein schlechtes Training für mein Remoraid. Ja, der nächste Arena-Leiter kämpft mit Feuer-Pokémon, darum habe ich mal alle meine Wasser-Pokémon vorgenommen. Also Wasser bzw. Boden. Oh. Ja. Ja. Die da haben wir vergessen. Grüß dich, Jünger Trainer, willst du was oder mit einem Kampf zu messen? Was willst du messen? Kopfumfang. Kann ich messen. Dann. Das Moldi. Okay. Boah. Da wäre ich mit meinen Wasser-Pokémon ganz schön aufgeschmissen. Was macht Klauenwetzer? Erhöht Genauigkeit. Was wollte ich mit dem? Kratzfurie. 1. 2. 3. 4. Ist okay. 4 nehmen wir. Brüller. Also. Was nimmst du? Pampuli. Auch gut. Boden-Pokémon sind nicht so der Hit gegen... Naja. Also für dich als Elektro-Dings. Egal. Du hast mir das perfekte Pokémon vorgenommen. Und Pampuli macht mit dem Voldi kurzen Prozess. Da haben wir meine neuen Pokémon gesehen. Fletiamo. Lassen wir doch nochmal Pampuli drin. Ich sage Gegenstoß. Oh, er wird mich zuerst angegriffen. Und Gegenstoß gibt ihm den Rest. Ja, auch nicht gerade. Aber macht gut. Schade. Pampuli würde ich jetzt echt gerne auswechseln, theoretisch, aber ich habe keinen Safe Switch in, darum. Sorry, Pampuli. Ich werde dich drauf gehen lassen müssen. Tut mir leid. Boah. Krebskorps. Verhöhner, Abschlag. Ich würde sagen, wir versuchen es mit einem Abschlag. Windschnitt, okay, warum keine Konfusion? Gut, Windschnitt ist stärker, das ist so. Okay. Aber warum nicht schon vorne? Egal. Krebskorps hat den Test super bestanden. Also super, er hat nur noch 5 KP gehabt, aber hey. Madame ist besiegt. Weh mir, wer hätte denn da Sachen ahnen können, dass du dich im Kampf so geschickt anstellst? Gut. Geschickt ist jetzt nicht gerade gewesen. Aber ja. Wir haben es geschafft. Fast. Da jetzt noch ein Polizist. Ja, den Polizist müssen wir auch noch schnell erledigen. Ich tue einfach nochmal schnell 2 random Pokémon nehmen für die 2, die besiegt sind. Für das da. Das ist besiegt. Nehmen wir das da. Einfach random irgendetwas reinnehmen. Kommt der schon gut. Hey du. Hey du da. Na los. Stell dich dem Kräftemessen mit dem Polizisten. Aber in dieser Folge werden wir, falls nicht mehr dazwischen kommt von der Story her, weil sie ja nie sicher den Fürorden machen. Es Vulcano. Wäre ich mit meinem Team eigentlich gar nicht schlecht aufgestellt gewesen, hä? Jetzt haben wir den Angriff gesenkt. Sehen wir schon mal nicht gern, darum nehme ich den Lebensschuss. Spezielle Variante. Falls ich überhaupt dazu komme. Naja. Tick-Tack. Sollte ich mit dem Tick zum Angriff kommen, könnte es sehr gefährlich werden für ihn. Allerdings habe ich das Gefühl, okay, ich bin schneller, dass sogar das Flammenrad mich schon würde rausnehmen. Ja. Ich werde wohl mein Team noch ändern.
Ich werde Boden-Pokémon rausnehmen und dafür Gestein rein tun. Felino. Das schaffen wir doch mit links. Lebensschuss hat 55 und du 40 Lebensschuss. Erste Attacke von meiner Wahl. Silberblick, okay, das ist die grosse Chance für mich. Felino, los! Nee, Felino. Touchets? Oh, besser können machen. Aquaknarre. Nee. Er will offensichtlich nicht gewinnen. Wir nehmen das Geschenk an. Felino, Aquaknarre. Los! Gut, gut. Ich freue mich auf die Arena. Hahaha, du hast gute Pokémon dabei und dein Kampfstil kann sich auch sehen lassen. Merci vielmals, Officer. Bitte verhaftet sie mich nicht. Da hat es eine Feder, oder? Ist Brieffeder, genau. Es ist feister und die Brücke sieht blau aus, wenn es feister ist. Wunderbar. Nein, sieht wirklich gut aus. Da ist noch eine Feder. Alles so ein Brieffeder, hä? Abwehrfeder. Wendet man diese Seite auf ein Pokémon, dann wird dessen Verteidigungsbasiswert dauerhaft erhöht. Ich werde vielleicht mal darauf eingehen, was die Items genau machen, aber jetzt gar nicht. Kramor hat sich wieder erholt und hat jetzt gleich einen Pokéjob aufgemacht. Oh ja, die Pokéjobs. Das über die ich auch noch gerne etwas lernen. Wenn wir nach unserem Arena-Kampf noch Zeit haben, wird ich mit diesen Pokéjobs annehmen. Und sonst wäre das die Sache von übernächstes Mal. Also nächstes Mal beziehungsweise. Weil jetzt habe ich schon versprochen, dass wir in die Arena gehen. Darum ja. Wäre ich ein schlechter Mensch, würde ich euch das jetzt nicht gönnen. Und wer bist du? Hab ich auch schon gesehen. Das ist mit dem Fanclub. Hey. Mary heißt sie, genau. Bloody Mary. Hallo, Lieutenant, richtig? Du bist ja ganz schön spät unterwegs. Du hast doch bestimmt kurz Zeit, um mir zu helfen, oder? Ich will testen, ob ich bei der Arena Challenge gewinnen kann. Jetzt? Aber ja, machen wir. Oh, was für ein Kampfgeist. Pokémon Mary fordert dich heraus. Das ist jetzt ein bisschen überraschend gekommen. Ist sie böse? Ist sie gut? Wir wissen es noch nicht so genau. Sie hat Gift-Pokémon, das ist nie ein gutes Zeichen. Ja. Holen wir mal eine Metallklaue raus. Vergeltung. Natürlich klar gewesen. Tschüss, Rotomorph. Ah, Mann. Kein Radar. Sollte eigentlich gar keine schlechte Wahl sein für Klivunkel. Und ich bin halt 8 Level drunter. Tiefschlag. Tut mir natürlich hure weh. Aber ich überlebe es. Genau. Konfusion überlebt er wahrscheinlich. Oh. Wow. Ja, ich muss es riskieren. Supertrank. Okay. Überraschung. Ich frage mich, ob ich den Kampf muss gewinnen oder ob ich nachher zum Pokécenter zurückgebracht werde oder ob es überhaupt... Naja. Es gibt manchmal so Kämpfe, die muss man nicht gewinnen. Dann wird es nachher einfach weitergehen im Sinne von danke für den Kampf und so weiter. Und ja, keine Konsequenz für dich als Trainer. Aber ja, mit 4 Pokémon schon tot bei mir. Hätte ich vielleicht kurz überlegen, bevor ich eine Herausforderung entwickelt sich langsam zu einem VIP. Surokex? Ja. Was bleibt mir übrig? Ding jetzt. Ja. Ja, eben, wie gesagt. Kann ich nichts mehr machen. Geht eigentlich nur noch darum, dass ich im Würdefall abtritt. Aber auch das wird schwierig. Krebskorps. Jetzt bin ich gespannt, ob ich muss gewinnen oder ob ich nicht muss gewinnen. Blubstrahl.
So. Und vielleicht kann ich einfach möglichst schnell weiterkommen und habe darum extra verloren. Ich würde Schwarz fragen, okay, ich muss den Kampf gewinnen. Gut, dann wird ihr den Kampf auch gewinnen. Habe ich gerade entschieden. Wir sehen uns nochmal bei ihr. So, ich bin jetzt zurück mit neuen Pokémon und bereit für meine Revanche gegen Mary. Gegen Maria, wie ihr es nennen, mir echt herzlich egal. Hoffentlich klappt es das mal ein bisschen besser. Die Strategie habe ich eigentlich weggelegt. Das Glibunkel sollte mit einem Psystrahl One Hit KO sein. Finden wir raus, ob dem so ist, nachdem die Texture durchgeklickt worden sind. So. Der Schlag müsste überleben. Gut. Und der Psystrahl sollte er nicht überleben. Gut. Dann sollte ja Zurokex kommen, genau. Du sogar versuch's mal. Klappt auch nicht, aber ich versuch's jetzt einfach. Du sogar mit seinem Windschnitz. Hoffe auf einen Volltreffer. Sollte ich weniger als die Hälfte machen? Jawohl, Windschnitz. Sollte ich auch weniger als den Volltreffer? Ja. Das war ein Volltreffer. Du sogar, du gehst dir wirklich alle Mühe. Bitte nochmal so einen, das wäre phänomenal. Dann wäre das Zurokex nämlich schon mal weg. Zurückgestreckt. Danke, du Arsch. Du musst dich nicht bewegen, Zurokex, weißt du? Schon gut, du sogar. Du musst nichts machen, weißt du, kannst du einfach zurückstrecken. What the fuck, wieso streckst du jetzt zurück? Hey. Kann ich auch für etwas brauchen? Nein. Die hat gesagt, ich kann alle Register zogen, mir aber scheißegal. Einfach die Mary töten. Fußtritt. Sollte ihr das Zurokex aus dem Spiel nehmen. Und Macholo, nenne ich es jetzt mal. Wird's feiern. Also. Macholo, tschüss. So. Jetzt Morpeko. Es war irgendwie öde, wenn jetzt schon alles vorbei wäre. Da gebe ich jetzt mein Bestes. Morpeko, der kleine Hamster, was er begleitet. Ich weiß nicht, was er ist. Er sieht nach Elektro aus. Der Donnerschock bestätigt mir das. Kampf, sehr effektiv. Heißt entweder ist noch Stahl, Unlicht, Gestein, Eis oder normal. Ich schließe das meiste aus. Es könnte noch Unlicht sein. Gut. Davon weiss ich ja, was ich spielen muss. Ich versuche es mal mit meinem Zurokex. Bevor ich meine Geheimwaffe vornehme. Fußkick. Fußkick geht nach dem Gewicht des Gegners, darum ist es vielleicht keine so gute Idee gewesen, Fußkick. Wieso bin ich jetzt paralysiert? Mann, ey. Das regt echt auf, ey. Mann. Zurückstrecken, paralysieren, sonst noch Wunsch. Es wird auch eins den Supertrank einsetzen im Jahr. Ja, natürlich. Gibt mir aber die Chance, noch einen Fußtritt rauszuhauen. Das ist nichts. Hey, wenn Kopfnuss nicht Stab mehr abzieht als ein Fußkick. Gott. Das ist einfach nichts. Es ist einfach zu wenig. Morpeko setzt Donnerschock ein. Gut so. Kopfnuss. Ich bin in einen Volltreffer gelandet. Wir dürfen auch nicht mehr von meinem Zurokex erwarten. Wenn ich Rückzug gebe und ich bin tot. So. Jetzt muss ich auch eins bereits meine Geheimwaffe ziehen. Ich wollte es nicht so wie Cola, aber du lässt mir keine andere Wahl. Pam Pam. Ja. Eben 29. Habe ich einen Raid gefunden.
Was machen wir da? Überwurf 70 und kann als zweites dran. So. 60 Günststüder sind davon bewegen miteinander. Das Pokémon gewechselt wird, der Kampf gegen mit dem Pokémon. Spannend. Ich bleibe beim Fußtritt. Es zieht gleich noch viel ab. Aber es müsste echt jetzt sowas von tot sein. Morpeko ist besiegt. Mary somit. Oh. Ich hab nur 18. Nummer. Du hast mich besiegt. Anscheinend bist du doch nicht so schwach. Kommst auch schon drauf, hä? Oh Mann. Ich hab gegessen ins Bett, um morgen fit zu sein. Du sollst auch schlafen gehen. Pico. Oh, das ist der Pico gesagt. Wo kann man das fangen? Obwohl es nur ein Donnerschock war, hat es mir recht viel Schaden gemacht und meine Teams kaputt gemacht und ich bin gekillt worden. Merci vielmals. Am nächsten Morgen. Morgen, Nutella-Napf. Dein Kumpel ist schon los zur Arena. Er war völlig aus dem Häuschen. Also, weil er aus dem Hotel raus ist. Checkst du das Müsli? Er meinte, er hätte es mit Hilfe der Infos und Capus Liga-Karte der perfekte Strategie gegen ausgeklügelt, bevor er abgedüst ist. Hat ihm einen riesigen Stapel von Capus Liga-Karten gegeben. Hier, nimm doch auch eine. Okay. Oh, und das kannst du auch haben. Als Dank für unseren Kampf gestern. Okay. Kennst du Capus Spitznamen? Er wird auch der unauslöschliche Feuerveteran genannt. Aber ich habe das Gefühl, dass er dir keine großen Probleme bereiten wird. So, und jetzt ab mit dir. Geh zum Engine-Stadion und schnapp dir die Feuerorden. Machen wir. Aber zuerst, wenn wir schon eine bekommen, die Liga-Karte vom Typ da durchlesen. Nicht Kartencode. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Zurück. Nein. Ich sage zurück. Mach doch einfach, was ich sage. Mach doch, was ich sage. Nein. Ah. Ja, auf dem Account, den ich spiele, habe ich keinen Online-Account. Ich habe schon einen, aber auf dem Account, den ich spiele, Nutella-Napf, leider nicht. Johnny S. hat einen. Album. Oh. Betis. Rose. Und der Capo. Capo ist ein Pokémon-Trainer, der aus den höheren Regionen eingeladen wurde. Er stand schon oft kurz davor, Champ zu werden. Er hatte Gelegenheit jedoch immer knapp verpasst. Deswegen tat er eine lange Zeit lang einfach alles für den Sieg. Dies hatte jedoch nicht den gewünschten Erfolg. Er stieg sogar in die Unterliga ab. Ein fantastisches Duell gegen Delion Havlim stieß sich dabei, das Vertrauen in sein Potenzial zurückzugewinnen. Sein Motto lautet: Arbeite dein Leben lang hart an dir selbst. Ja, und wieso sollte mir das jetzt eine Strategie sagen? Und muss ich da lesen. Oh. Kates Vater ist Fischer und ihre Mutter arbeitet auf dem Markt. Womöglich durch den Einfluss ihrer Eltern hat sie von klein auf mit Wasser-Pokémon gespielt und ist mit ihnen groß geworden, was wohl dazu beigetragen hat, dass sie letztlich auch eine Lehrleiterin ausgewählt wurde. Sie ist bis heute mit Sanja befreundet, die sie bei der Arena-Challenge kennenlernte und schenkt ihr oft Meeresfrüchte, die sie in Kelton findet. Sie sieht Yaro aus Trufffield als ihre Rivalen an, doch Yaro bezeichnet sich nur sich selbst als seinen größten Rivalen. Okay, cool. Spannende Geschichte, tatsächlich. Rose. Ein herausragender Trainer, der in seiner Vergangenheit Champ Cup auf dem zweiten Platz abgeschlossen hat. Als Liga-Präsident sowie Geschäftsführer eines Industriekonglomerats setzt er sich unermüdlich für die Entwicklung und den Wohlstand von Gala ein. Seine Neigung zum Gedankensprüngen erschwert die Suche nach dem roten Faden in dem, was er sagt. Es heißt, seine Assistentin sei als einzige imstande, seine Aussagen zu folgen. Hinweis, dieses Text wurde von der Assistentin verfasst. Bam! Und der Bertil dürfen wir das anders mal gern lesen. Jetzt schwuppsdiwupps in die Arena. Weißt du was? Wir sehen jetzt einfach drinnen. Was willst du da? Da bist du endlich schon ab. Ich habe einen Feuerorden geschnappt, aber ich weiß jetzt, warum Capo ein unauslöschlicher Feuerveteran genannt wird. Wäre mein Team nicht das allerbeste in Gala, hätte ich ziemlich alt gegen ausgesehen. Aber keine Sorgen, Lieutenant, ich habe Capo besiegt. Es ist alles andere als unauslöschlich. Du schaffst das schon. Cool.
Nur zu mir das sagen, bist du jetzt nochmal hierher gekommen. Und da innen sind wir doch einmal schon gewesen. Und haben darum mit diesen Leuten hier schon geredet. Bist du jetzt hier reingekommen? Hey Leute, beim Kampf gegen Cabo sind echt die Funken geflogen. Wie bist du da reingekommen? Okay. Entschuldige, aber ich habe nur die... Haben die Welle? Muss ich mich anmelden? Eine Challenge, schön euch zu sehen. Es gibt nicht viele, die sich mal genug sofort einen Besuch wagen. Na klar. Und dich an anderen Besuch besuchen willst, musst du erst in die Form schlüpfen. Der Vorhang des Schweigens. So. Die in einer Mission auf dem Feuer. Ist das so ungewöhnlich? Hier entlang bitte. Was? Okay. Ich bin gespannt. Ist Wilds Woolpix? Ja, grüß dich. Bei der Mission des Feuerleiters Cabo musst du den Kämpfen gegen Pokémon möglichst viele Punkte sammeln. Was? Besiege Pokémon geben einen Punkt. Gefangene Pokémon 2. Sobald du 5 Punkte gesammelt hast, gilt die Mission als bestanden. Aber Vorsicht, die anderen Trainer hier werden sich in den Kampf einmischen. Denk gut darüber nach, was die anderen Trainer tun könnten und versuche so viele Punkte wie möglich zu ergattern. Die Mission beginnt jetzt. Ich muss Pokémon fangen. Dämpfer. Vulpix. Los. Ich wette im Pokémon... Was? Du Fiesling. Kreativ. Muss ich sagen. Ich setze bewusst nur einen Psystrahl ein. Weil er wird wahrscheinlich irgendeine super Gesteinattacke aktivieren. Okay. Tackle auf das. Und ich setze Psystrahl ein. Und jetzt ein Pokéball. Ja, super, hättest du noch etwas gesagt? Hätte ich mir Pokéball mitgenommen. Ich lasse ihn die Arbeit machen. Du kannst mich schon verwirren. Ich greife nicht damit, wie mir immer rein. Ich könnte es aber einfach besiegen. 5-mal. Aber wenn ich schon die Chance habe, probiere ich es zu fangen. Ich habe eine Theorie. Bei Pokémon fangen kommt der Level von eigenen Pokémon auch drauf an. Weil ich Nummer 17 bin, habe ich das Gefühl, wird das nicht. Darum holen wir jetzt mein Level 30. Dummer Hund. Eigentlich habe ich gehofft, ich werde es nicht müssen einsetzen, aber ich habe es einfach mal just in case dabei gehabt, falls es bei den Pokémon mal nicht so gut geht. Wie zum Beispiel jetzt. Und jetzt mein dummer Hund auch noch verbrennt. Gefällt nicht so, hä? Jetzt sollte es eigentlich kein Problem sein, das Vulpix zu fangen. Ja, es ist kein Problem. Jetzt ist es Sinn. Told you. 2 Punkte für mich. Könnte ich jetzt eigentlich auch meinen Teamkamerad angreifen? Ah, das gehört jetzt einfach mir. Easy. Danke, Janus Vulpix, aber merci. 2 Punkte. Kann ich jetzt nochmal kämpfen, oder? Die anderen in der Trainer sind um einiges stärker als ich, sei also vorsichtig. Was ist das? Ah, nur mit Deko. Es Lichtel. Das fange ich gern. Und das wollte ich unbedingt fangen. Darum wird es auch nicht gross angegriffen, sondern wie vorhin einfach mit einem Psystrahl. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Bis. Ich muss ein bisschen schauen. Nicht, dass es mich noch besiegt. Also das S ihn noch besiegt. So. In der Theorie zufolge wieder nehme ich meinen dummen Hund für das Flegel an. Bis. Okay. Das hat es genau in die richtige Range bringen und das hat es besiegt.
Fuck. Ja. Nicht fuck, weil ich den Punkt nicht habe, sondern weil ich gerne das Pokémon mitgenommen habe. Okay. Und da kann man einfach nicht gross trainieren. Ich tue ihn einfach. Den hier führen. Jetzt gibt es noch das dritte Pokémon wahrscheinlich. Das Ding da. Jetzt sind noch mehr Pokémon, weil aus 3 Pokémon 5 Punkte zahlen ist eine Leistung. Okay. Dun, dun, dun. Was? So das? Ich darf nichts einsetzen, aber wenn ich etwas einsetze, bin ich am Arsch. Ja, aber... Hey, das könnte mir doch jemand sagen. Ich muss Pokéball mitnehmen. Jetzt habe ich einfach keinen Pokéball dabei. Okay. Aber ich habe so ein Gefühl, dass ich noch Pokéball bekommen. Thermopod. Ja, aber dann hätte ich die Pokémon müssen jagen. Geil. PC bitte. Noch einen Punkt. Ja, das Zimmer ist abgeschlossen. Ah, da ist es ja wieder. Lichtel. Lichtel ist sehr, sehr, sehr geiles Pokémon. Feuergeist, blaue Flamme, liebe blaue Flamme. Mhm. Einfach mal random. Er wird wieder Biss einsetzen im Jahr. Bis dann sollte ich das aber gefangen haben. Die anderen Trainer versuchen es dann nur zu besiegen und nicht zu fahren. Das ist wichtig. Sie wollen also eigentlich nur mich am Punkt sammeln, hindern. Die Challenge ist wirklich ein bisschen anders, wie er gesagt hat. Lichel wurde gefangen. Geil. Nummer 18, sehr gut. Lichel nur okay. Ah ja. Je jünger das Opfer, indem es die Lebensenergie entzieht, desto höher und unheimlicher brennt die Flamme auf seinem Kopf. Okay, das habe ich nicht gewusst. Bitte in meine Box. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung. Merci für mal. Cowboys in einer Mission wurde erfolgreich bestanden. Wir haben einen Gewinner. Dann steht jetzt der Kampf gegen den alten Cowboy und auf geht's. Arena Challenger. Darf ich noch mein Pokémon austauschen? Aber ich wollte eigentlich nicht unbedingt mit dem Flegleon anfangen. Das wäre ein bisschen, naja, Overkill. Komm ups. The stage is yours. Frisur richten. Los geht's. Hä? An meiner Seite? Ich finde das Schwule nicht juggelt. Na, das kommen die doch von der anderen Seite. Ja, hör auf so schwul reinjuggeln. Aber ein verdammter Erinner ist schon. Das muss man zugeben. Willkommen, ich bin Cabo, der Feuerrinnerleiter. Dass du hier vor mir stehst, bedeutet zweierlei. Du hast ja auch aus Pflanzen bezwungen und Kates Wasser-Pokémon ebenso. Damit hast du meinen Respekt bereits verdient. Wir Pokémon-Trainer haben eines gemeinsam. Wir alle wollen gewinnen. Dafür gehen wir Tag für Tag in unsere Grenzen. Um noch stärker, um noch besser zu werden. Aber während wir trainieren, trennen wir auch unsere Gegner. Letztendlich gewinnt der im entscheidenden Moment sein wahres Potenzial entfesseln kann. Da hast du nicht Unrecht. Und ich weiß, dass ich das wert sein. Yeah. Was? Ich hab's mir voll gemütlich an. Oh, da wird wohl Nona. Bruder. Aquaknarre. Nicht mit gemütlich, hä?
Ja, aber ihr rechnet jetzt nicht damit, dass Kamehaps es schafft. Wäre natürlich sensationell, wenn dem so wäre. Jesus Gott, Kamehaps. Das wird ein Selbstmord von dir. Soundtrack ist schon geil. Oh yeah. Sorry, Kamehaps, ja nicht, weil er so wie kommt, aber ich muss die Leiter drauf gehen lassen. Holy shit, der Kabu ist halt parat. Habt ihr es gesehen? Seine Moves, wenn er einen Angriff ausführt. Also der Kabu, nicht wohl nur noch. Und unser Spatüchli, unser Schweißtüchli vom Winden verweht ist. Oh, jetzt hat er etwas mit Tempo gezeigt. Ja, Kamehabsli. Hat auch keine Chance. Ich versuch's mit Goldini. Was sagen wir der Schwächste? Ja. Nicht fragen, einfach machen. Oder machen lassen, besser gesagt. Aquelle, los geht's. Ich kann nicht verbrannt werden, Bitch. Du aber verwirrt. Und wieso ist Goldini so schwach? Jetzt hast du gemeint, es liegt daran, dass Kamehaps viel Angriff hat und weniger Spezialangriff, dass Takakara nicht so viel Schaden gemacht hat. Es könnte aber auch der Spätstep vom Fulona liegen. Oder ist etwa Goldini auch in der Angriff? Das sollte eigentlich sogar so sein, hä? Ich glaube, Goldini ist mehr Angriff. Ja, wesentlich mehr. Scheiße. Aber ja, da kann man nichts machen. Ich muss warten, bis ich Kaskade habe, bis Goldini. Irgendwann mal nützlich sein wird. Aber bis jetzt schlage ich mich gar nicht mal schlecht. Ruckzucki, okay, fair enough. Nee. Neue Runde Volltreffer. Nicht mehr verwirrt, okay. Hey, KP, komm Goldini, schaffst. Ja! Der Volltreffer zum richtigen Zeitpunkt. Goldini, mein Held. Es hat richtig Erfahrungspunkte regnen. Oh ja, du. Ich bin Level 18. Vielleicht noch 19. Was, mir nicht? Okay. Orkani, Junge. Der macht keine halben Sachen, hä? Felino. Dun, 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 dun. Uiuiui. Fulona und Arcani. Das ist nachher sein dritter Pokémon. Ich bin gespannt. Felino. Versuch's mal mit Lebensschuss. Irrlicht, okay. Ist okay. Nicht gut, aber okay. Die Initiative sinkt, vielleicht bin ich ja gleich mal schneller und dann kann ich richtig 3 Actionen machen. Ja gut. Ja, komm jetzt, von einem Biss zurückstrecken. Ernsthaft, Felino. Mann. Weißt du, wenn ich von einem Biss volltreffe, easy, aber von einem Biss zurückstreckt, das ist Gott. Wie hoch ist die Chance? Remoraid los. Das Publikum haut gespannt dran, Mann. Vielleicht ist Felswurf sogar keine schlechte Idee. Vielleicht komme ich aber einfach gar nicht dazu. Was ich nicht machen, aber ich muss dumme Hund einsetzen. Nein, Krabi wird ich nicht einsetzen, weil ich habe keine Chance mit Krabi. Die anderen hätten vielleicht noch wenigstens eine kleine Chance gehabt. Ich kann in der Arena halt nicht so viel trainieren, aber ist okay. Dafür kann ich euch wieder mal das Fleckchen anzeigen. Inferno-Pots. Na, habe ich mir schon gedacht, dass das ist genau. Na los, Kapu, such nach einer so einer Idee, mit der du gewinnen kannst.
schon gedacht, dass das ist Pokémon der Wahl wird. Es sieht richtig geil aus. Infernopod. Richtig geil sieht es aus. Wie so ein chinesischer Drache. Finde ich super. Wie so eine Mushu. Schau dir mein riesiges Flügel an. Es wird Zeit für die Giga-Dynamax. Infernopod werde größer und ändere deine Gestalt. Was? Gestalt ändern? Es wird einfach größer und seine Barthaare sind nicht länger, aber... Große Gestaltungsänderung hat es dann nicht stattgefunden, wenn du mich fragst. Vor allem solltest du nicht einmal eine Dynaflut von mir überleben. Oh, doch. Jetzt muss ich hoffen, dass ich in Dyna, was auch immer von dir kommt, überleben. Es fängt gerade zu regnen, das ist perfekt. Stark, aber nicht stark genug. Was für mich bedeutet, der nächste Angriff wird mein letzter sein. Dynaflut. Der Sieg gehört mir. Wow, epischer Abgang. Muss man ihm lassen. Domon Level 32, Krabi 20, Clubstrahl, na endlich. Eben noch nicht gut, aber wenigstens ein Angriff. Vom Typ Wasser. Ist okay. Nein! Großartiger Pokémon, großartiger Trainer. Kein Wunder, dass ihr gewonnen habt. Ich gewinne fett Stutz. Du hast mich besiegt. Mich, den sie so oft in die große Hürde der Arena-Challenge nennen. Dein Talent war meiner jahrelangen Erfahrung offensichtlich überlegen. Ha! Wie es scheint, habe ich euch nicht ausgelernt. Leer, normal, laufen. Ich habe keine Zweifel daran, dass du und dein exzellentes Team schon bald zum großen Ruhm gelangen werdet. Es war mir eine Ehre, das heute gegen dich antreten zu dürfen. Für deinen Sieg verleihe ich dir nun heute den Feuerorden. Mercy, Mercy. Bis 35. Cool. Dynamax-Phänomen verdanken, dass Pokémon-Kämpfer heute ein fester Bestandteil der Kultur von Galar sind. Junge Trainer wie dir vertrauen wir die Zukunft dieser Kultur an. An euch liegt es, dass die am Leben bleibt und sich weiterentwickelt. Ihr gestaltet die Zukunft und wir Erwachsenen sind hier, um euch dabei zu unterstützen. Absolut korrekt. Was für Kampf denn ab? Ich war mir zwar sicher, dass du mit Kamehubs gewinnen würdest, aber Mann, das war aufregend. Ja, Kamehubs hätten einen Scheiß gemacht. Sehr beeindruckend und in deiner Abwehr hast du schon ein Pflanzenwasser auf Feuerorden. Du kommst gut voran mit der Arena-Challenge. Zur Feier des Tages überreiche ich diese Term. Bitteschön. Flammendorf? Lame. Du verschaust das Scheiß in die Tasche. Anwender feuert unheimliche Flammen ab, die beim Ziel Verbrennungen verursachen. Hier hast du außerdem noch eine Nachbildung von Kabos Uniform. Was wollte mit der? Mit deinem Können brauchst du auch keine Angst vor den Ringleitern zu haben. Als nächstes führt dich dein Weg durch die Naturzone nach Claw City. Okay. Hast du das gehört? Auf geht's! Wir haben jetzt von vielen Orten, da kriegt selbst die stärkste Pokémon der Naturzone das Stottern, wenn wir sie uns sehen. Okay. Das heißt, ich kann endlich alle meine Geist-Pokémon aus der Naturzone fangen. Puh, das ist aber noch mehr Krampf als recht gewesen. Geht's das? Nein. Wir sehen uns das nächste Mal in der Naturzone auf dem Weg nach Claw City. Beziehungsweise, nein, nächstes Mal machen wir noch ein bisschen Pokéjobs. Bis dahin und ciao!